Hast du uns vermisst? Ich habe euch mega vermisst, muss ich schon sagen. Ja. Fußball habe ich auch vermisst. Ja, das glaube ich. Wir dich auch. Was ist denn gelaufen, mein Sohn? Ja, nichts anderes als die Semesterprüfungen an der ZHW in meinem Studium. Also das hat mich voll eingenommen jetzt seit Anfang Dezember, bin ich dort darauf am Vorbereiten. Und ja, erst letzte Woche dann die letzte Prüfung gehabt, Analysis 3. Da geht es ja, da geht's einfach um Mathe. Hey, es war sehr viel Mathe, es war sehr streng gewesen, aber das ist jetzt vorbei und ich fühle mich wie neu geboren. Ready, um da Fußball wieder voll einsteigen. Oder sonst einfach auch, ich fühle mich wirklich wieder wie ein Mensch. Zurück in der Sonst Welt. bist einfach eine leere Hülle, die da immer in die Bibliotheken von Zürich pilgert, um dort zu lernen und konzentriert zu arbeiten und so. Aber du bist eben nicht alleine, das ist dann auch irgendwie schön. Und du siehst, dass andere genau den gleichen Stress durchmachen. Ja. Aber es tut gut, es tut gut, wieder back sein und so. Voll. Aber ihr habt das auch super ohne mich gemacht. Ich muss sagen, es hat richtig Freude gemacht, auch wie auf der anderen Seite können sein und einfach so als Hörer das Ganze können geniessen. Also danke Jungs. Ja, nichts zu danken. Sehr Ich glaube, gern, sehr wir müssen gern. uns da bei den FC Zürich-Fans, das haben wir ja schon letztes Mal gesagt, aber es ist uns schon auch bewusst, dass natürlich ohne dich ein grösserer FC Zürich-Teil auch einfach weggefallen ist. Und mir, vor allem ich, das habe ich auch im Team noch gesagt, im Privaten, so, meine Energie nur schon zum Winti reinziehen und den Shit anzuschauen, kostet schon viel Energie. Und dann einfach nochmal so ein zusätzliches Team mit allen Interviews und allem drum und dran, wenn es selber nicht läuft, das liegt dann mir halt absolut. einfach auch nicht so drin. Aber ist mega schön, sind wir wieder zu dritten. Und ich glaube, am besten verlieren wir gar keine Zeit und gehen gerade rein. Was meint ihr? Absolut, gehen wir rein. Gehen wir rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper-Club Zürich und den FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, die Herren, der Spieltag 21 ist gespielt. Der FC Winterthur verliert auf der Baustelle im Tessin klar mit 1:4. Trotz genug Chancen sind sie einmal mehr ineffizient und hinten zu anfällig. Ist das echtes Rezept für einen Abstieg? Beim Grasshopper Club Zürich läuft es etwas besser. Sie spielen auswärts gegen Lausanne Sport und können sich einen Punkt ergattern. Respekt verdient sich in diesem Spiel aber ausnahmsweise nicht ein Spieler, sondern ein Schiedsrichter. Und beim Klassiker zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel klopft es und tätscht es am Stück. Die Zürcher verlieren zwar 3:4, zeigen aber, was sie in dieser Rückrunde für Ambitionen haben. Zuerst aber, Jungs, wie geht's euch? Habt ihr ein schönes Weekend gehabt? Ja, wunderbar. Eigentlich ein recht gemütliches Wochenende, muss ich sagen. Habe ich aber extrem begrüßt. Samstag so ein bisschen im Zeichen des Sports gestanden. Ich habe mir natürlich noch die gute alte Hahnenkamp-Abfahrt gönnt in Kitzbühel. Ich weiss nicht, Ski bei euch ein Thema oder weniger? Das nimmt jetzt ganz schnell Wunder. Absolut nicht. Kopfschüttel Nein, Ski. von beiden. Ski ist gar Ich muss nicht auch sagen, das ist etwas, was mein Dad irgendwie eingestellt hat im Fernsehen und dann schaut man das, aber ich wohne leider nicht mit meinem Dad zusammen, also stellt das niemand mehr ein. Okay, fair. Nein, ich habe es richtig geil gefunden. Ich schaue immer Skirennen im Winter, schon seit früher mit meiner Mutter immer. Und ja, geiles Rennen gewesen. Nachher noch ein bisschen, viel Fußball gelaufen, ein paar gute Spiele gegeben. Wirklich absolut genossen. Am Abend dann noch beim Kollegen, ein bisschen geköchelt und so. Genau, Sonntag, wir kennen es, alle Buzzwörter sind dabei, Match gespielt, das Fondue gegessen, wir kennen es. Das Badminton noch. Genau. Schnell Badminton? Ja, das hat noch gefehlt. Das gibt es nächste Woche wieder. Ist die Revanche vom Brüderduell, das ich euch ja auch schon mal erzählt habe, vor ein paar Wochen. Und genau, jetzt freue ich mich, da wieder zurück zu sein im Pöde, auch mit dem Raffi. Und genau, David, das hast du getrieben am Weekend? Hey, ich auch wie du. Unglaublich ein relaxed, gemütliches Wochenende. Also ich habe absolut gechillt mit der Freundin. Wirklich ganz, ganz ruhig. Am Freitagabend sind wir noch Sushi essen. Das ist so ein bisschen das meiste, was eigentlich so ein bisschen aus der Hütte
anbelangt. Ich glaube wirklich schon lange nicht mehr so ein Intro-Wochenende gehabt, aber richtig schön, auch richtig, ich habe es richtig gebraucht. Wirklich sehr, sehr gemütlich, genau. Und natürlich noch Fußball geschaut, ein bisschen nebenbei, aber sonst Serien, gut gespeisen und ja, absolut nicht etwas Weltbewegendes, vielleicht noch das Fitness, das ist jetzt recht schön an diesem Wochenende aufgegangen, Freitag, Samstag, Sonntag immer können gehen. Jetzt nehmen wir ja ein bisschen früher auf, darum gehe ich dann am Nachmittag. Genau. Hey Raffi, ja, wie läuft es bei dir? Schönes Weekend gehabt? Hast du mal wieder etwas vom Weekend gehabt, oder... Ja. Es ist wirklich genau, ich habe gerade auch darüber nachgedacht. Also sonst einmal meine Weekends jetzt in letzter Zeit ist wirklich einfach besetzt für Bibliotheken. Dann habe ich nicht wirklich selbstbestimmt dürfen sein. Und jetzt wirklich am Samstag aufgestanden und dann einfach in den Tag hineingeschaut und gesagt, ja, auf was habe ich denn Lust? Und ich habe am Abend wieder im Yardbird in Wiedeke gespielt, meine Schallplatte. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber... Dann hole ich mir doch ein paar neue Schallplatten, die ich schon lange so ein bisschen auf der Wishlist habe. Und dann bin ich einfach eigentlich von Schallplatte zu Schallplattenladen wieder pilgert und habe viel zu viel Geld ausgegeben. Das war ja Lohnweekend. Gefährlich, ja. Und habe die dann am Abend gespielt und das war wunderbar gewesen. Und dann habe ich schon auch noch ein bisschen so Energie rauslassen nach den Prüfungen. Dann bin ich nachher noch in den Ausgang, habe meine Schallplatte im Yardbird gelassen und bin dann eigentlich direkt weiter ins Umbo. Ist auch sehr ein cooler Club, kann ich auch noch empfehlen. Ist unten dran von der Lette. Ich bin das erste Mal, glaube ich, bewusst. Und muss ich sagen, ist wirklich cool. Und so wirklich ein bisschen so Geheimtipp fast schon irgendwie. Dort habe ich nicht mal gewusst, dass es eben dort irgendetwas gibt, sogar bei der Lette. Auch wie der Club in Zürich, genau. Ja, natürlich. Ja, und dann natürlich am Sonntagabend oder späten Nachmittag dann noch der Klassiker. Ich finde ja auch so wie das Zungenwort, aber das war auch wieder cool gewesen. Und man ist bestens unterhalten worden, auch wenn nichts daraus rausgeschaut hat. Ja, genau. Absolut, ja. Voll. Krasser Match, ja. Ja, gut. Gehen wir Starten wir aber in Lugano, oder, würde ich sagen? Ja, voll. Cool, wir starten bei Vinti, dann bei GC. Eben, ich habe darum gebeten, der Tim hat gesagt, es ist okay für ihn, weil Vinti und GC haben ja gleichzeitig gespielt. Und ich habe dann, ja... Ich darf anfangen, damit sich der Dreck aus dem Weg schaffen kann. So sind wir verblieben. Genau, gehen wir schnell auf die Startelf ein von Winterthur. Genau, es war in Lugano auswärts. Es hat 8 Wechsel gegeben vom Rahmen. Also das ist eigentlich recht krass. Capino, Hunziker und Kusami sind geblieben. Der Rest hat gewechselt. Von der Startelf muss ich sagen, habe ich jetzt erwarte, glaube ich, seit längerem nichts mehr. Von dem her ist eigentlich wie gleich, wer da steht. Man hat es jetzt auch gesehen. Ich finde, die Offensive haben es nicht schlecht gemacht. Kann man sagen, ich glaube, hinten, es ist so ein bisschen eben, wiederkehrend, eigentlich all das, was ich auch sage. Es ist so ein gekoppelte, oder sagen wir mal 2 Sachen. Das eine ist sicher mal, dass man nicht effizient genug ist. Also eigentlich in jedem Spiel. Man hat Chancen. Gegen Sion hat man Chancen gehabt. 0 Goal geschossen. Man hat gegen Lugano genug Chancen gehabt. 1 Goal geschossen. Und das koppelt eigentlich mit der Anfälligkeit hinein, ist natürlich eigentlich so ein bisschen das Abstiegsrezept, würde ich jetzt schon auch sagen. Also ich glaube, zwischendurch kickt dann mal noch ein bisschen Unglück von den Schiris. Es ist so ein bisschen wie, es schmeckt gewaltig nach Abstieg, anders kann man es nicht sagen. Sehen das anders bei Winterthur? Ich nehme jetzt mal nicht an, aber was meint ihr? Ja, ich finde es so spannend, dass du es jetzt gerade angesprochen hast, weil der Peter Rahmen hat ja Ähnliches gesagt, oder? Die Chancen sind da. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht, ja, stimmt eigentlich schon. Also Vinti hat in jeder Zusammenfassung, die ich schaue, immer wieder gute Chancen. Klar, sie sind auch krass abhängig vom Hunziker, das denke ich mir halt auch immer wieder. Ja, er ist an jeder Szene beteiligt, das läuft alles über ihn sozusagen. An jedem Goal fast, ja, voll. Ja, es ist wirklich krass, es ist immer er. Und da habe ich schon gedacht, also stell dir vor, der würde jetzt noch ausfallen, irgendwie 3 Monate, also dann könntest du den Laden eigentlich dicht machen, wenn wir ganz ehrlich ausfallen, sind. Er fällt nächste Woche aus. Nein, wirklich? Er ist gelb gesperrt. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ui. Ja, egal. Okay, egal. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, gut, eben ein paar Spieler kommen zurück, aber ja, es ist ja, wie du sagst, irgendwie ist es doch auch typisch, dass hast du gedacht, ist das nicht typisch, dass der Görgic Freistoß reingeht gegen Vinti? Ja, ich hatte auch Angst. Ich hatte Angst und ich muss auch sagen, eben der Sieg, der ist recht stark, glaube vom Punkt. Der ist so bei Standardsituationen sehr gut. Ich glaube, ich habe schon so etwas mal erlebt,
wo er sie unter die Latte gehauen hat. Und ich glaube, ja, aber auch da muss man natürlich... Warum gibt es den Freistoß? Weil der durchverteidigt wie ich auf dem roten Platz in der 5. Klasse runtergehen und das Bein stehen lassen. Also, durch Shit wie immer. Richtig Trash. Aber es gibt ja nichts... Also, das ist ja jetzt auch nicht etwas, wo da neu ist. Also, eben, ich sage es nochmal, es wiederholt sich wöchentlich. Ich wiederhole mich wöchentlich. Und darum müssen wir, glaube ich, gar nicht auf alles so genau eingehen. Also, ja, ich glaube, es sitzt dort einfach irgendetwas, oder? Fußball ist auch viel Momentum, Selbstvertrauen oder so Sachen, und darum redest du, glaube ich, einfach Woche für Woche über die gleichen Themen, weil das, glaube ich, einfach auch tief in den Knochen von diesen Winterspielern hockt in dem Sinn. Und dass man die Chance dann hat und die dann nicht macht, überrascht halt wirklich nicht. Und wie du sagst, dann ist wirklich ein Abstiegskandidat Nummer 1 dann halt. Oder? Ja. Weil wenn es dann eben noch heisst, ja, wir haben unsere Chancen gehabt, wir haben eigentlich mitnehmen. Ich meine, Vinti hat das Spiel aus der Hand gegeben innerhalb von eben 18 Sekunden Spielzeit, kann man sagen. Das haben wir vielleicht auch gesehen. Vom Goal zum anderen, vom 2-0 zum 3-0, das war 18 Sekunden Spielzeit gewesen. Und ich meine, so verlierst du halt das Spiel direkt. Also so gibst du den Beutel ab und du hast verloren, weil du bist 3-0 hinten drin, holst fix nicht mehr auf. Auch wenn ich habe sogar eben mit der Freundin geschaut und gesagt, auch wenn jetzt Vinti noch das Goal macht, ist ja effektiv so gewesen. 3 machen es nicht. Das ist einfach Fakt. Das langt die Qualität nicht. Genau. Erwähnenswert ist, wie gesagt, eben der Freistoß, den haben wir angeschaut, und vielleicht auch noch der Behrens. Ich habe den Pisser habe ich in mein Fantasy-Team gehauen vor dem Winterspiel, weil ich befürchtet habe, dass er abgeht. Nein, was machst du? Ja. Ja, Punkte. Alter, ich habe 86 Punkte geholt in dieser Runde. Ich glaube noch nie so viel, das ist sau viel. Und bin auch gerade ein bisschen näher gekommen. Ich bin jetzt auf dem 2. Platz. Ist ja völlig gleich. Der Behrens hat dann ja beim Auswechseln nicht abgeklatscht. Habe ich auch geliebt. Vor allem, wo ich... Es ist so ein Sauhund, wirklich. Es ist so ein Sauhund. Also, es hört nicht nein, auf. hasse ich. Also ich habe bei der Zusammenfassung vorgeschaut, dann habe ich auch gesehen, ich glaube, das war das 2-0, das er geschossen hat, hat er einfach auch so nicht gejubelt. Weißt du, so richtig unsympathisch irgendwie. Also es ist ja nicht irgendwie so 1-1, so, jetzt müssen wir uns konzentrieren oder rein, sondern so... Nein, so unsympathisch. Nein, auf allen nicht Ebenen. Unsympathisch. Hatig. Ja. Gegen Luzern hat er genau. gegen Luzern, wisst ihr noch, wo er bei seinem Jubel, beim weiß auch nicht, hat er ja direkt vor der Luzern-Kurve hat er so gemacht, so sind ruhig, wirklich zwei, genau. und hat Bier kassiert. Und beim 5-1, wo er geschossen hat, hat er sein Sixpack gezeigt. Einfach wirklich so ein Unsympath. Ist ja gleich. Unglaublich, ja. Voll. Und der Schoki Torti hat ja nachher gesagt, so, ja, es braucht Ruhe und Zeit und Geduld und so. Bro, ich finde es so traurig, dass so ein Spieler spielen darf, weil sich der Club einfach nicht leisten kann, dass er nicht, also Fußballer ist, nicht auf dem Platz steht. Das ist so traurig. Er kann sich alles... Ja. Das ist Fußball. Ich meine, wieso spielt der Greenwood bei Marseille und das interessiert niemand, oder sozusagen? Das ist dann einfach so, ja. Oder der Schoki Torti hat dann nach dem Match noch gesagt, so, ja, sie sind jetzt nicht beste Freunde, aber das müssen sie auch nicht sein. Und dann stellst du halt, ja, den Sport einfach über alles, oder? Und der tut, eben, jede Aktion, die er macht, ist saudumm. Und du sagst einfach, ja gut, der hat halt das Goal gemacht, so, dann... Vergessen wir das halt. Dürfen sich alles erlauben. Und die Clubs haben halt wirklich kein Rückgrat dort durch irgendwie. Null. Man weiss ja schon, es geht schlussendlich um Sport, aber es ist trotzdem gruselig. Ja. Nein, jetzt sind so viele Namen gefallen, alles jetzt habe ich gerade schlechte Laune, Jungs. Alles räudige Menschen. Nein, auf jeden Fall gehen wir noch auf eine Situation ein. Es ist eigentlich wirklich... das zweitletzte, was ich erzählen will, das muss ich leider wieder aufbringen. Ich meine, wir sind im neuen Jahr, es hat gerade neu angefangen und ich finde, es hat so viele Schiedsrichterdiskussionen wie selten. Also eigentlich in jedem Spiel gibt es mittlerweile etwas, wo so alle Fans und Profis und Experten sich einig sind, nur der Schiri und der VAR nicht. Und das finde ich so eine verzettelte, verzerrte Welt, irgendwie so. Eben, warum ich das anspreche, ist, wisst ihr das 3-1, wo Winterthur ausgeglichen hat, hat es eine Situation gegeben, wo der Goyard, der Winterthur-Mittelfeldspieler, ausspringt und dann auf der Watte oder auf dem Bein landet vom Luganesi. Und ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, Alter, nein, und jetzt zählt nicht mal das einzige Goal, das man geschossen hat, weil ich meine, Alter, er trifft ihn wirklich abartig hart, klar. Eben, der andere grätscht selber rein, aber ich bin mir sicher, 80% der Schiris hätten das angeschaut und gesagt, es ist zwar sehr unglücklich, aber faul.
wie ein Jahr prüft es zählt einfach. Ich so, hä? Okay, ja, okay, geil, aber irgendwie, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und ich finde einfach so die Vergleich, oder eben, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal diskutiert, Stoss Hunziker 1-0 bei Sio, wo aberkannt wird, der Abels, da kommen wir nachher bei dir, Tim, sicher darauf zu reden. Es hat so keine Linie und ich finde eben, Winterthur, die machen das auch mit dem Super-Schiri genau gleich. Also da müssen wir nicht diskutieren. Die verlieren 4-1 mit gutem, 4-1 mit schlechtem Schiedsrichter. Das ist gleich. Trotzdem finde ich so, es gibt wirklich im faden Beigeschmack. Ich meine, der Fußball ist ja schon nicht auf einem höheren Level, aber Pfiffen wird etwa genauso. Das ist, ja, und ich habe es langsam ein bisschen gesehen. Also, ja. Also ich habe jetzt kein Problem mit dem Entscheid. Ich eben auch nicht. Ich finde jetzt auch, dass sie... dass es zählt. Ja, also sie haben für mich richtig angeschaut. Er tut sich ja nicht irgendwie bereichern oder irgendeinen Vorteil aus dem raus. Nicht. Wie du sagst, an der Grätschte rein, springt rauf, wo landet er? Am gleichen Ort, wo er raufgesprungen ist. Und dort ist dann neu jetzt der Verteidiger, oder? Voll. Ja, finde ich wie okay. Aber wie du sagst, auch wenn es jetzt nicht gegeben worden ist, hätte man auch gesehen, okay, ja, Foul in dem Sinn. Aber es ist für mich wie okay, dass das Goal was zählt. Was ich eigentlich möchte sagen, in dieser Situation. ich stimme dir völlig zu. Das habe ich dann nach der Szene, als ich es angeschaut habe, ich muss sagen, ich stimme dazu. Was ich Mühe habe, ist, es steht ihm aufs Bein. Also die Schmerzen sind da und die Linie ist das, was ich meine. Der Amix ist ein Schüpferli, das so lange für ganz klar runterkommen. Und Amix gibt es harte Situationen, wo ich so finde, okay, tut jetzt sicher, nicht, aber ja. Das jetzt nicht, oder? Und Ja. das finde ich schwierig, oder? Also nicht, ich möchte nicht sagen, hey, das muss foul, das muss nicht foul, aber ich finde einfach so, je nachdem, wer pfeift, hast du einfach eine komplett andere Richtung, Ausrichtung vom was ist foul und was nicht. Und das finde ich auch schwierig. Voll. Ja, also das ist definitiv, die Linie wird null durchgezogen, absolut. Eben, wenn man das vergleicht mit dem Hunziker-Goal, das aberkannt worden ist, und jetzt mit dem Abels zum Beispiel, der gezählt hat. Aber ich finde, da muss man immer aufpassen und nicht zu fest, ja, aber dort ist ja das auch, weil sonst tust du ja die Messlatte immer noch tiefer setzen und du gehst immer vom scheuchsten Entscheid aus und sagst, ja, dort ist es ja auch so scheuch gepfiffen worden. Darum finde ich, muss man eher sagen, geil hat das eben nicht gepfiffen gehabt. Und darum sage ich auch, geil hat das zum Beispiel beim Abels auch nicht gepfiffen gehabt. Ich finde, das ist die bessere Reaktion, als zu sagen, ja, aber dort hat er ja auch, darum muss das auch. Auch wenn die Linie, klar, ein riesen Seich ist, eben je nach Schiri, je nach Situation ist es komplett anders, aber ich finde eher sagen, ja, genau so, bitte so weiter und so wie vorher bitte nicht mehr, oder so ein bisschen. Darum habe ich es eigentlich fair gefunden. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht tut man sich auch nicht einen Gefallen, wenn man immer die Linie sucht. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht muss man auch mehr darauf zurück und sagen, individuell. Aber also, man will ja schon eine Linie sehen. Aber ich glaube, man tut sich wirklich keinen Gefallen. Man findet vielleicht die Linie einfach nie. Jetzt immer individuell muss angeschaut werden. Aber irgendwo durch einen Konsens verstehe ich schon. Das würde einem schon gut tun, anstatt immer wieder dort, wie du sagst, es steht ihm komplett, oder, auf den Fuß oder eben auf Skibein, alles gut. Und einer wird ein bisschen angelangt, nein, das zählt nicht, sorry. Warum, dass ich das so sage? Also ich möchte ja auch nicht, und ich habe dir das ja auch geschrieben, Tim, dort beim Abels, ich finde es geil, zählt, weil es einfach so scheuch ist. Aber schlussendlich, wenn Winterthur in jedem dritten Spiel einmal benachteiligt wird, ich sage jetzt einfach irgendetwas, weil man ja sowieso davon ausgeht, dass, ich sage mal, Sio macht es faul oder der Drittplatzierte oder der Viertplatzierte macht das gleiche Foul, dann schaut man sich an und denkt man, ja, nein, das ist einfach der Menschenkopf. Es ist eher regelkonform. Und wenn es halt der Letzte macht, der Absteiger, schaut man ganz genau an und geht eher davon aus, dass es fehlende Spielintelligenz, dass es ein Foul ist. Und das ist einfach so. Und darum regt es mich auf, Tim. Ich sage nicht, dort sollte auch gepfiffen werden. Ich meine, ich finde es geil. Aber schlussendlich, wenn es der FC Winti trifft, und am Schluss bei den anderen läuft es weiter. Das haben wir letzte Saison schon gehabt. Diese Saison, dann fuckt es mich ab, weil ein Team benachteiligt wird in dem Moment. Und oftmals ist dann halt zusätzlich noch Winti. Und eben, spielerisch verstehe ich nicht falsch. Verstehe ich. Spielerisch absolut, ist Winti auch ja. geraten. Aber es fuckt mich dann ab, wenn das Gleiche oder etwas sehr Ähnliches passiert, ja, es zählt, aber bei Winti ist es so, hey, nein, das geht nicht. Oder? Und darum nervt mich das, glaube ich, so stark. Genau.
Voll. Ja, zum noch abschliessend zu sagen, Vinti hat dann nach dem Spiel gepostet oder der offizielle Kanal geschrieben, es war die befürchtete Mission Impossible. Der FCW verliert in Lugano, bla bla bla. Und dann sind sie easy gebasht worden. weil einfach alle so sind, so, ja, okay, wenn ihr schon mit dem Gefühl Mission Impossible dort reingeht, ja, dann... Ja, ich finde also, bräuchte einen neuen Texter, glaube langsam. Hat es jetzt doch 2-3 fragliche Sachen gegeben. Ja, genau. Nein, ja, das wäre es von meinem Grottenkick vom Wochenende. Gehen wir doch eine Station weiter, ausser ihr hättet gerade noch etwas zu Vinti, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen so eine Rubrik einführen, weil das 4-1, oder Capino, dann irgendwie der letzte irgendwie Hoffnungsträger oder so Leuchtturm in dieser Vinti-Mannschaft, wo man irgendwie zeigen kann, und so, ja, das ist geil, zeigt sich irgendwie auch noch dort, so mit irgendeinem Müll. Und ich habe das Gefühl, jedes Wochenende dürfen wir irgend so einen Müllgoal vom Weekend. Müll der Woche. Müll für Kühe. Und ich finde wirklich, das Goal hat das Weekend verdient. Ausser das fällt da noch irgendeiner sonst ein. Aber wirklich, das ist wunderbar gewesen für das Müllgoal. Und es gibt auch eine Rubrik vom deutschen Fernsehen, die heisst Kacktor. Ah ja, fair. Ja, das habe ich auch schon gehört. Stimmt. Also ich finde, das ist das Kacktor vom Weekend gewesen, das 4-1 für Lugano, so, ganz am Schluss, wo sie einfach so noch ein Geschenk geben. Ja, voll. Nein, bin ich bei dir. Können wir vielleicht einführen, weil wir finden garantiert Müll von eines von diesen 3 Spielen am Wochenende. Genau, wir überlegen uns noch ein bisschen. Ja, finde ich gut. Also für mich... Apropos 4-1 ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ich habe meine Freundin gefragt vor dem Spieltag, was sie tippt, und sie hat einfach 4-1 Lugano gesagt. Und ich habe so eine Liste gemacht, alles aufgeschrieben. Sie hat einfach mehr Punkte geholt in unserem Tippspiel. Okay. Es ist zum Beispiel, ich habe nachher alle Tipps von ihr eingetragen, ausser Vinti. Dort habe ich 3-0 auf das, was ich tippt habe. Das ist einfach 4-1 geworden. Easy stark. Voll. Jetzt aber weiter zum GCZ. Ja. Genau, zum Grasshopper-Club Zürich in Lausanne. Ja, ist, eben, wir haben es letzte Woche besprochen, wenig zu erwarten in Lausanne. Für das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, ist es eigentlich eine relativ gute Leistung gewesen, muss ich sagen. Sicher eine gewisse Reaktion zeigt auf Thun. Und jetzt möchte ich aber noch ansprechen, das, was wir schon im Chat eigentlich noch nicht besprochen haben, aber ich geschickt habe, weil das habe ich schon noch witzig gefunden. Ich meine, GC ja wirklich eine relativ lausige Auswärtskurve in Lausanne. Muss man sagen, also finde ich auch. Finde ich etwas, was man nie kritisieren sollte, haben wir ja auch schon besprochen bei uns im Pöde. Die gehen, Respekt an alle. Also absolut, Respekt an alle, gerade jetzt so bei GC Vinti, wo es überhaupt nicht läuft, oder? Eben, ja. Ich finde, das ist auch noch, muss man auch noch beachten. GC Vinti oder Thun. Also was sind das für... Absolut. Das sind ja andere Dimensionen. Ja, absolut. Eben genau, wenn es so scheiße läuft. Und ich habe das aber schon noch lustig gefunden, weil ich habe dann eben die Zusammenfassung geschaut und dann haben sie dann auch gesagt, ja, triste Kulissen, so, noch so mit der Musik, so, weißt du, so wirklich so ein bisschen Depri-Musik und dann siehst du so GC-Kurve, so voll so inszeniert, so, ja, schau mal die Lumpen an, weißt du, so ein bisschen in diesem Stil. Und dann habe ich noch so gedacht, also, ja, irgendwie, das macht es doch irgendwie auch nur bei GC, habe ich das Gefühl. Klar, vielleicht auch GC Brüllen, vielleicht stimmt das nicht, aber ich habe mir dann so überlegt, also, ja, also, und dann habe ich gedacht, also bei Vinti würde es das nie machen, oder? Und dann so eine Stunde später schickt mir der Kollege die Zusammenfassung, den Anfang vom Vinti-Match. Und dann siehst du so genau gleich viel, meiner Meinung nach, genau gleich viele Vinti-Fans. Und das heisst so, ja, also die haben zahlreich erschienen und oh, hey, toll, Vinti-Fans, geil, schau mal die scheiß GC-Losers an, hey, Vinti, geile Siechen. Weißt du, so ein bisschen der Vibe. Und ja, habe ich wirklich, vielleicht kann man es sogar noch posten von unserem Insta, weil ich es wirklich witzig finde, so der Vergleich nebenbei. Ja. Genau. Wollen wir zu dem noch etwas sagen? Oder wenn wir das einfach... Etwas, was ich mir vorstellen könnte, warum. Also es sind ja 2 unterschiedliche Kommentatoren gewesen, muss man glaube auch noch fairerweise dazu sagen. Klar. Es sind ja 2 Menschen. Aber bei Vinti ist halt, ich denke es mal so, Vinti ist seit ein paar Jahren in der Super League überhaupt nicht irgendwie eine grosse Fankurve im Gegensatz zum gestandenen also das GC halt, Grasshoppers, das sind x Jahre, x Erfolg und ich glaube, das darf man wie nicht vergleichen. Ich glaube, von dort kommt es ein bisschen so, oh mein Gott, was ist eigentlich mit dem GCZ passiert? Voll. Aber
aber ich stimme dazu. Also, absolut das Gleiche. Und es ist beides, Lugano und Lausanne ist beides weit weg. Also, ja. Gell, ja, genau. Ja, eben, da muss man wirklich einfach jeder nehmen, der kommt. Aber ich glaube auch, das Stadion oder das Bild, das es ein bisschen gegeben hat, oder, in Lausanne, hat schon ein bisschen trister ausgesehen. Weil es einfach ein bisschen grösseren so Auswärtssektor in dem Sinn hatte. Sie sind auch oben gestanden, Lugano. Nicht unten. Ja, das habe ich auch gedacht, ja. Aber es ist schon ein bisschen gezeichnet oder ein bisschen, es ist trotzdem ein bisschen, ja, schon ein bisschen das Wollen, ja. Ja, eben, ich sehe es auch nicht so deep, irgendwie auf eine Art auch noch witzig, aber ja, es ist halt spannend, wie man so Clubs ganz anders anschaut. Und ich sehe auch, eben, kann man vielleicht ganz kurz noch sagen, ich sehe den Punkt auch, eben GC früher gross, dies, das. Aber ich sage ja, weißt, die Journalisten, die Medien, ich tue jetzt alle in einen Topf schnell, die sagen ja auch immer, ja, eben GC muss jetzt mal ein bisschen erden, man ist nicht mehr das von früher. Aber dann die Maßstäbe bei solchen Sachen setzt man dann gleich wieder wie früher. Ja. Aber ja, wir gehen auf den Match drauf ein. Ich muss sagen, eigentlich relativ, also ja, die Startaufstellung hat eigentlich gleich ausgesehen wie immer, mehr oder weniger, obwohl es doch gefühlt ja relativ Transfers gegeben hat in diesem Winter schon. Zimba hat von Anfang an gespielt, zusammen mit dem Plage. Wir haben es letzte Woche schon besprochen, David und ich. Mucci ist, glaube ich, leider Geschichte. Es gibt tatsächlich Gerüchte, dass er zu St. Gallen geht. Nein! Der Mucci zu St. Gallen, das wäre ja für ihn ein fetter Aufstieg, Alter. Eben, wäre eigentlich krass. Habe ich auch gedacht, das wäre ja perfekt. Ja, ich glaube nicht sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch Vogt auf dem Abgang dort schon bereits. Ja, Vogt zu Vinti. Ja, wahrscheinlich. Hat man der Vogt, genau, der Vogt zu Vinti. Da holt es den Mucci, genau. Geil. Nein, ich glaube, der Vogt, der wird wahrscheinlich auf Basel, IB, Classic oder dann direkt vielleicht ins Ausland, können natürlich auch sein. Eben, und dann dort so ein Ersatz, aber ja, das ist wahrscheinlich ein gleichwertiger Ersatz, aber dass man vielleicht einfach die Stürmer ein bisschen aufstockt dort, dass dort auch ein Plätzchen findet, fair. Würde ich sehen, so bei Mucci. Ja, ich eigentlich auch. Eben Mucci gönne ich auch das Beste, auch wenn er zu St. Gallen würde gehen. St. Gallen, aber egal. Ja, wir werden es sehen, ob das dann wirklich klappt. Eben die anderen zwei, Beka ist natürlich schon wieder gesperrt nach seinem Debüt, hat er ja schon Rote geholt. Und den Mikulic haben wir auch heute wieder auf der Bank gesehen, ist aber dann relativ früh reingekommen, weil sich der Diaby verletzt hat. Ja, natürlich auch super, jetzt ist der Diaby verletzt, das Troscho hat sich dann auch noch verletzt. Weißt, und finde ich geil, jetzt haben wir gefühlt irgendwie 4 Innenverteidiger geholt und es kommt gleich wieder der fucking Bettkober ins Spiel rein. So, da hast du so gedacht, so, den sieht man nie mehr, außer wenn er dann in 3 Jahren bei Thun Meister wird, aber nicht mehr bei GC, oder? Ja. Ich muss aber sagen, vielleicht, wenn wir schon ein bisschen auf die Einzelkritiken eingehen, der Mikulic hat mir also sehr gut gefallen für sein Debüt. Eben, er ist jetzt überhaupt nicht so der Fetzentyp, so wie der Diaby, der einfach ein riesen Monster ist. Er ist eher so ein bisschen der Spielerische. Hat auch einmal, ich weiß gar nicht, ob es das in Zusammenfassung geschafft hat, aber einmal einen riesen Kracher gezogen aus 30 Metern. Da sieht man auch das Selbstvertrauen, das er hat. Hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Und genau, spannend war auch, der Diarra Suba hat wieder mal von Anfang an gespielt, hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Voll. Ist ein bisschen umstritten, muss man sagen, bei den GC-Fans. Die meisten haten ihn ein bisschen. Ich muss sagen, ja, er bringt jetzt offensiv nicht so viel ins Spiel, muss man sagen, aber ich finde, er macht es defensiv extrem gut für einen grundsätzlich offensiven Spieler. Hat eine extrem positive Einstellung. Also ich muss sagen, Diarra Suba sehe ich irgendwie schon noch. Klar, das Ziel ist, dass man so einen eigentlich nicht im Kader haben muss man auch fairerweise sagen. Aber ja, habe ich schon Schlimmeres gesehen, finde ich. Genau. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt in die erste Halbzeit. Eben, geht es jetzt eigentlich nicht schlecht gemacht. Man war sicher relativ passiv gewesen, hat aber auch wenig zulassen. Vorne hat man nicht viel gemacht. Ich meine, der Scheibe hat es ja gesagt. Ziel Nummer 1 war, hinten stabil sein. Das ist das Wichtigste nach diesen 3 Goal. Und man hätte ja 8 Goal bekommen, theoretisch gegen Thun dort, zum Start der Rückrunde. Und ja, ich muss sagen, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Man hat Lausanne eine grosse Chance zugestanden in der ersten Halbzeit. Hamel hat sauber gehabt gegen den Diakité. Und so ist die erste Halbzeit dann eigentlich ziemlich schnell einmal erzählt.
Ja, wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Thema VAR, Thema Piccolo, Thema Foul an Abels beim 1:0. Wie habt ihr das gesehen? Ja, ich finde, wie schon mal gesagt, geil, dass er nicht pfeift. Also eben, wir haben es schon ein bisschen diskutiert, sehr, sehr geil, weil es ist wirklich schüch. Also wirklich schüch. Hure schüch. Aber so wie ich den Schweizer Fußball kenne, hätte ich gedacht, ja, das lange, das ist der letzte Mal gefühlt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es sieht so recht nach letztem Mal aus beim Abels. Und ja, aber darum richtig geil. Eben Respekt an Piccolo, dass er dort rausgeht und sich das anschaut und sagt, nein, das ist mir zu wenig. Ja, respektiere ich voll. Finde ich darum recht geil. Ja, ich finde auch, eben, da hat es wirklich ein paar Wahrentscheide oder eben nicht Entscheide in dem Sinn gegeben, wo mal ein bisschen Mut gebraucht haben. Und dass man dann wieder ein bisschen am Schiedsrichter ist, anstatt dass man einfach irgendwie der VAR drückt aufs Knöpfchen und dann ist eigentlich schon klar, was passiert. Es gibt Penalty oder es gibt eben kein Goal oder es gibt Goal. Sondern dass man da wirklich einfach nochmal einfach anschaut und dann einfach, ich finde, schon die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja. Absolut. Und auch einfach Fußball lässt Fußball sein und dann ist das einfach das Goal und das ist auch okay. Nicht alles überkorrigieren. Voll. Und genau. man muss schon auch sagen, das ist ja heutzutage, wenn der Schiri rausgeht, schauen, oder auch wenn wir im Stadion sind und der Schiri rausgeht, dann weisst du zu 95%, es wird die Wahrentscheidung sein. Also, ja. In 12 Minuten weiss man mehr. Genau. Ja, ich bin voll bei euch. Wirklich, ich habe wirklich gedacht, seltener Respekt an Piccolo da. An die Pinselbirne? Oder was sagst du, David? Ich habe wirklich gedacht, sprechen wir jetzt seine Frisur nochmal an, aber ja. Ja, du hast ja noch einen Kommentar geschickt von YouTube, glaube ich, da habe ich nicht mehr können. Ja, dass der Piccolo sollte wirklich seine Frisur mal ändern, aber hey, gönnen wir ihm, Alter. Ja. Genau, nein, darf er doch an. Jedem das seine. Respekt an ihn, weil wirklich, obwohl es gegen GC, oder theoretisch ja eigentlich für GC gewesen wäre, wo das wahr kam, ich dachte, so, hört doch auf mit so huere Seich, Alter. Also das kann es ja einfach nicht sein. Und darum bin ich auf eine Art, auch wenn es halt gegen GC ist, aber es ist gerecht für mich, dass das zählt hat. Genau. Das Einzige, was eigentlich wirklich noch passiert ist, ist dann natürlich der Ausgleich durch den Aspiensen. GC hat sich sehr gesteigert in der zweiten Halbzeit. Sie haben dann plötzlich angefangen, natürlich auch durch das Gegengol, anfangen ein bisschen offensiv mehr zu probieren. Und ja, Aspiensen, wir haben es letzte Woche ebenfalls besprochen, viel alleine machen, viel am Rumtrippeln. Aber man sieht einfach einmal mehr, wieso. Am Schluss holt der Zvonarek den Ball, macht einen so ein bisschen den legendären Busquets-Assist für den Messi, wenn ihr euch noch erinnern mögt, wo er so den Ball überleitet und der Messi nachher 10 Spieler austrippelt und das Goal macht. Oder? Stimmt, so ein bisschen die Vibes gehabt, so Aspiensen hat, glaube ich, gefühlt 20 Sekunden den Ball gehabt und dann reingemacht. Natürlich auch glücklich, natürlich auch wieder mal relativ egoistisch alles. Ja. Ablenker auch noch, ja, genau. Ja. Aber das 1:1, das hat mich einfach an den FCZ erinnert, wo irgendwie einfach ein bisschen daran glaubt noch und dann trotzdem noch so ein Unentschieden kann erzwingen bei doch einem Lausanne, wo formstark ist und es völlig fair gewesen wäre, wenn sie dort verloren hätten. Hey, und das ist eine absolute Bayern-Kombi. Also weißt, ich habe wie auch das Gefühl, wenn ich das Goal gesehen bin ich auch ein bisschen, ja, auch sehr so dependent so auf die zwei oder auch von Aspienz, dass die absolute Einzelaktion, ich weiss nicht, ob das noch gefallen wäre, wenn die nicht im Kader gewesen wäre, wenn der irgendwie jetzt nicht rum gewesen wäre oder einen schlechten Tag verwünscht hätte und so, also sehr irgendwie, ja, sehe ich absolut. Ich muss auch wirklich das mal sagen, jetzt bin ich so weit nach dem Wochenende, nach dem Match, zum sagen, ja, GC ist doch noch ein bisschen besser als Vinti. Ich glaube, es ist halt wirklich so. Ja. Ich muss es zugeben. Schön ich würde sagen, es kommen alle anderen, dann kommt GC und dann kommt nochmal weiter unten Vinti, sozusagen. Yes. Und genau, eben am Schluss, und das muss ich eben auch sagen, ich meine, GC hat nachher noch das 2:1 gesucht, ist dann plötzlich besser gewesen, hat am Schluss noch, klar, die Chancen haben dann ein bisschen gefehlt, aber hat eigentlich mehr auf den Sieg gedrückt als jetzt das Lausanne. Und ja, ich glaube auch, der Scheibe hat es nachher auch noch gesagt im Interview, hat es wie auch so ein bisschen zugegeben, so, wir haben es realisiert, wir können nur phasenweise hoch angreifen, sonst haben wir einfach keine Chance in dieser Liga. Und
ja, das hat er jetzt auch so das erste Mal so ein bisschen gesagt, so, wir wissen schon, dass wir dort runtergehören, wo wir sind. Aber genau. Vielleicht noch etwas zum Schluss, was ich nämlich noch vergessen habe zum Scheibi. Ich wollte nämlich haten, weil mir ist zu Ohren gekommen, dass der Scheibi gegen den Piccolo gehatet hat. Dass er das eben so gefunden hat, ja, nein, der Piccolo und Schiri und so, dies, das. Da dachte ich, nein, Scheibi, reiss die bitte zusammen. Hat sich aber herausgestellt, ein Kollege hat gemeint, das sei völlig ironisch gewesen, wie er das gesagt hat. Er hat es aber völlig ernst gemeint. Hat den Piccolo gelobt, nämlich. Hat gesagt, völlig richtige Entscheidung gewesen. Eben genau richtig, da nicht immer rumtöchterle mit dem VAR und so, sondern der Schiedsrichter auf dem Platz mehr trauen mit ihren Entscheid. Und genau, darum nicht Scheibe Hate, sondern geile Sieg-Scheibe, dass du das so gesagt hast, finde ich. Und genau, schön. Ich will sagen, wir tun da nicht mehr zu lange rumlabern, weil wir haben ja noch ein Banger-Match, tatsächlich. Absolut, was für ein Match. Wieder, hä? Ja, crazy, jetzt, was für ein FCZ Dank. Comeback. Welcome back. Ja. Welcome back, Raffi. Gescheiter Fußball, genau. Absolut. Nein, also ich muss wirklich tief Luft holen, weil es ist schon mit der Abwesenheit so viel gelaufen beim FCZ. Ich habe erst überlegt, hey, ich mache mal da einen Recap, aber wir haben gar keine Zeit. Es geht nur noch weiter. So viele News, Pressekonferenzen, die noch gelaufen sind, noch vor dem Match. Plus auch noch ein riesen Banger-Match, 3-4 schlussendlich heisst es dann im letzten Grund. Aber ich glaube, wir fangen erst mal außerhalb an oder vorher, weil es ist ja auch noch Transfer. Also das Transferfenster ist ja offen. Nicht, dass das irgendeinem von unseren Clubs irgendwie bekannt wäre oder so. Gross. Nicht so viel am Laufen. Ja, und langsam habe ich ein ähnliches Gefühl wie du, David, muss ich sagen. Also wir fangen einfach mal bei den Abgängen an, weil dort ist der Junior League vor dem Absprung. Das ist eigentlich recht weit verbreitet mittlerweile jetzt. IB ist dort dabei, Charlton Athletic in England ist dort dabei. Heute habe ich auch noch gelesen, Venezia ist dabei, die Italia Connection dort. Also ich glaube, deine Ära da, bei Zürich ist eigentlich vorbei. Ich glaube, die gehen jetzt getrennte Weg. Angefangen als Mittelstürmer in der U21 und aufgehört irgendwo hinten rechts oder hinten links als Verteidiger. Und jetzt geht es, glaube ich, einfach eine Station weiter. Was ich sehr schade finde, Marcello war auch nicht im Aufgebot gewesen, gestern gegen Basel, weil er auch auf dem Absprung ist, wie es tönt. Ja, ist halt, glaube ich, auch ein Malenovic-Signing. Also das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen so die Nachbeben von dem. Dort habe ich einfach Dubai aufgeschrieben. Dort habe ich konkret etwas gelesen, ein Club in Dubai, der 4,5 Millionen zahlen will. Also wenn das wirklich passiert, ist crazy. Und fetter Lohn. Ich glaube 1,5 Millionen Lohn oder so. Also aber für mich persönlich würde ich jetzt hoffen, dass das alles ins Wasser geht und bei Zürich bleibt und ich ihn nochmal im Letzten beim Fußballspielen zuschauen, weil das macht mega Spass. Aber ja, es tönt nicht so leider. Und sonst es ist einfach irgendwie ein fetter Ausverkauf, aber von Ausverkauf kann man irgendwie auch nicht reden, sonst würde man ja Geld machen. Es ist eher so wie in der Stadt Zürich gang und gäbe, man stellt mal das Zeug raus, gratis zum Mitnehmen. Aber Hauptsache ist es nicht mehr bei uns. Also und ich finde es auch mega holt es dann schon ab, so in diesem Stil. Genau, weil oder so Rodic ist gegangen nach Vertragsauflösung, eben Zuber schon, Tosic ist jetzt auch endgültig weg, Gomez ist auch gegangen, hat auch um Auflösung gebeten, dass er halt ablösefrei kann gehen. Finde ich mega untypisch allgemein im Fußball, dass man das macht. Man will ja Geld machen und sagt dann wieder so, hey nein, also irgendetwas müssen wir uns schon geben. Vielleicht ist da auch etwas gegangen unter der Hand, keine Ahnung, aber auch gut. Noch untypischer für einen Canepa, weißt du, wo das einfach zulässt, ja. Ja, gut, das stimmt. Also aus Canepa-Sicht her, aber Spieler machen das ja immer mehr. Weil durch einen ablösefreien Transfer bekommst du ein easy fettes Handgeld über. Weil ja der Verein keine Ablöse muss zahlen. Und das kann halt auch sein, dass er sagt, weißt du, ich verzichte jetzt irgendwie auf den Lohn, aber der mich dann holt aus Dubai oder wo auch immer, der zahlt mir dann halt 2 Millionen oder so. Ja, aber aus Zürich-Sicht frage ich mich da. Aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen, ja, die wollen nicht mehr da sein, dann lässt man die gehen. Ziemlich safe. So. Ja. Weil dann würde das Projekt, das man ja da vor ein paar Jahren erwähnt hat, so, auch irgendwie Sinn machen. Leute, die für den FC Zürich spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat mir schon gefehlt, die letzten 1-2 Jahre. Also, die richtige Stadt Zürich, oder was soll ich sagen, so, wie sagen wir dem, wenn man sich mit einem Club kann identifizieren kann. Genau. Genau. Und darum, weißt du was, wenn du keinen Bock mehr hast, verpiss dich, ich zahle dir keinen Lohn, hau ab, wir brauchen Leute, die da sein wollen. Finde ich fair. Und
Guter Punkt. Leute, die da sind, die ist mir jetzt ein bisschen am Suchen und ich finde, dort läuft sehr wenig, gerade wenn man, was ich gerade vorgelesen habe, Eben, also man muss ja da Junior League sein. verteidigt. Ja, gerade in der Hintermannschaft, also Ligenschweg, Rodic, Tosic, Gomez, früher ist das so unsere Viererkette oder so gewesen, die sind weg oder so. Und, Incoming Mucci-Transfer vielleicht? Wow. Oder wie geht es bei denen? Nein, also das Einzige, was bekannt ist als Gerücht, ist einfach der Cashew. Einfach wieder der Ex, wo man anruft, verzweifelt und sagt, hey, bei dir hat es ja nicht geklappt, du bist jetzt vereinslos, hat es doch nicht geklappt mit dem Luzern oder sonst irgendwo im Ausland. Ja, bei uns läuft es jetzt auch nicht so, wenn wir es wieder probieren, weißt du? Also ein bisschen richtig Absolut. Unreflektiert und einfach fast ein bisschen verzweifelt, keine Ahnung, was ich dazu meine. Hey, ist ein Meisterverteidiger für Zürich, ich finde es wie okay, aber es ist ein bisschen weird. Und dass das irgendwie das Einzige ist, was einfach der Markt hergibt, ist irgendwie auch schade. Aber vielleicht liegt es auch gar nicht irgendwie am Markt, sondern einfach auch wie Zürich, wo man dann aufgestellt ist. Die sind sich auch neu am Ausrichten. Zu dem kann ich auch noch schnell etwas erzählen, weil doch jetzt eine Pressekonferenz gegangen ist und glaube auch viel gegangen ist, wie Zürich jetzt neu aufgestellt ist. Also man hat ja keinen neuen Sportchef, sondern man hat einen neuen technischen Leiter mit dem Alessandro Mangeratti, der Ex-Yverdon-Trainer, der dort vieles macht, aber nicht alles, oder? Wo ein Sportchef in dem Sinne sollte oder darf machen. Man hat einen neuen CEO, der heisst Angelo Canepa, die kennt man, glaube ich, noch. Hast du schon gehört? Genau. Ad Interim ist jetzt auch noch CEO. Also, er war vorher schon Mr. FCC und einfach der CEO. Also, es macht jetzt, glaube ich, auch keinen riesen Unterschied aus dem Titel. Aber ich finde, das zeigt ein bisschen, dass Zürich fast nicht professionalisieren wird, sondern so ein bisschen BWLisiert wird zu einer Firma, vielleicht attraktiver werden für Investoren, vielleicht ein bisschen Geldfluss, was auch immer, einfach ein bisschen zu einer Firma ein bisschen mehr wird durch CEOs, durch irgendwie einen Verwaltungsrat und so weiter. Ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich startet jetzt auch ein neues Projekt, oder? Das Mladenovic-Zeug. Und vielleicht ist es eben auch genau das mit dem Kriege, wo eben wieder, wie der David gesagt hat, so ein bisschen zurück zu mehr Identifikation und nicht nur, wer kann vielleicht noch 100'000 reinbringen in 2 Jahren und so, weißt du, so ein bisschen der Mladenovic-Seil. Und ich glaube, der Canepa, eben, ich glaube, er hat dem Mladenovic getraut und das abgegeben. Und jetzt sagt er, wieso, naja, ich muss den Laden weiter alleine führen oder zumindest die Macht haben oder die Entscheidungskraft haben. Finde ich eigentlich noch sympathisch. Also ich glaube, als FCZ-Fan würde ich das recht begrüßen. Ja, also bin ich bei dir, aber ich glaube, der letzte Punkt, dass der Canepa das machen will, habe ich nicht das Gefühl, weil er hat ja noch einen Beirat gegründet. So eine Stabstelle für Transfer und für, ich glaube auch wieder ein bisschen, ja, eigentlich der Sportchef hat er jetzt ein bisschen aufteilt. Wahrscheinlich ein gebranntes Kind ein bisschen, oder, mit Mladenovic und jetzt ja nicht nur jemandem das geben, sondern dann wirklich auf so viele Leute aufteilen. Unter anderem hat man da können lesen, Roberto Di Matteo, Champions League-Sieger mit Chelsea, der jetzt neu über FCZ-Transfer beraten. Das ist auch so komisch, aber wir verfolgen es mal, schauen wir mal. Aber ja, du hast recht, also die Ära mit Mladenovic, mit dieser Neuausrichtung ist jetzt das Projekt, das wir jetzt auch schon seit 1,5 Saisons dürfen da irgendwie begleiten und immer hoffen, wo das hingeht. Das ist jetzt einfach tot. Das gibt es nicht mehr. Und jetzt ist das wie so die Neuausrichtung von der Neuausrichtung von der Neuausrichtung. Und aber ich finde eben schon, das haben wir ja letztes Mal diskutiert, dass es irgendwie endlich mal ruhig ist, also so ein bisschen ruhiger. Und jetzt habe ich das Gefühl, geht es schon wieder los in so, easy, ja, mal schauen, okay. Ja, Januar 2026, mal schauen, was wir Ende Jahr sagen, was wir in einem Jahr sagen. Wahrscheinlich hat der FCZ noch ein neues Logo entwickelt und irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, ich wünschte mir, um meinen Club wäre es so laut. Weißt du, was ich meine? So, dass etwas geht. Ich finde, beides ist irgendwie nicht so chillig. Wenn zu viel geht und wenn gar nichts geht. Also, Guter Punkt. Ja, aber ich würde mir auch wünschen, genauso wie du, dass einfach auch ein bisschen etwas geht bei den Transfer, also Zugang. Weil ich muss sagen, wir haben jetzt am Sonntag, um jetzt endlich auf den Match auf den Klassiker wirklich eine Mannschaft gestellt oder das Kader in dem sind dort angemeldet, wo ich muss sagen, da fehlen überall noch Leute, noch erste Mannschaftsspieler. Man hat Leute aufgestellt, also man hat keine Hintermannschaft fast zusammenbekommen. Palacio muss da noch hinten aushelfen. Die Zweier oder das ist ja Dreikettig oder zwei von den Verteidigern, Segura,
der absolut Ergänzungsspieler ist. Vujovic, wo ich finde, ja, der ist jetzt langsam auch fast Stammspieler, aber das ist immer noch ein U21er, also das ist jetzt auch nicht jemand, ein Riesenbanger, wie ich finde. Und ich glaube, die Bank zeigt es noch am besten. Dort ist einfach aufgefüllt worden mit U21-Spielern, mit Namen, die man vielleicht gar nie gehört hat, wo man mal recherchieren, wo die noch gespielt haben und so. Oder optimal ein paar Minuten überhaupt für die erste Mannschaft gespielt haben. Also da fehlt es noch an allen Ecken und Enden und es passiert nichts. Ich glaube, das Fenster ist noch eine Woche offen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich glaube, wirklich 2. Februar oder so. Und bis dort muss noch etwas gehen, weil sonst, ja, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, man macht ja, glaube auch die Saison mal fertig. Man ist jetzt nicht abstiegsgefährdet. Ich glaube eben auch, ja. Man darf vielleicht hoffen, bei dieser hohen Liga, dass man ein paar Punkte doch noch irgendwie einfährt und so. Der Match gegen Basel zeigt ja auch, das hätte jetzt auch funktionieren können, auch mit so einer Mannschaft. Aber ich glaube, das ist, ja, man tut sich jetzt neu ausrichten. Roberto Di Matteo nimmt mal das Telefon in die Hand und tut ein bisschen rumtelefonieren und vielleicht dann im Sommer holt man dann ein paar Banger mal schauen. Genau. Das ist noch spannend, habe ich gerade gesehen. Chill Stil. Ja, das wollte ich auch noch erzählen. Das kommt noch. Okay. Ja, als Teaser, sehr schön. Okay. Das kommt noch, da erzähle ich noch etwas. Aber wir steigen natürlich ein mit dem Traumgoal nach 34 Sekunden. Also, wow! Haben die das gesehen? Das 1-0 vom Fighter und dann also One-Touch-Fußball. Also dort habe ich wirklich gedacht... Richtig gut, ja. Eben, ich während der Lernphase nicht so viel Fußball geschaut, dann komme ich jetzt wieder zurück und schaue dann Zürich zu und denke so, hey, ist das der FC Zürich, den ich da noch im Kopf habe? Also unglaubliches Goal und hat richtig Bock gemacht dann auf den Match. Fighter nimmt ihn mit rechts mit, links rein, also riesen Fan sowieso von dem Boy. Ja, nicht unhaltbar, da kann man auch, also Hitz hat keinen guten Tag gehabt, aber dann wieder kurz Ecke verwünscht worden. Das war das 1-0. Ich muss da, glaube wirklich easy schnell durchgehen, weil es sind 7 Goals, die ich kommentieren darf, plus noch ein Spiel. Ich mache da einfach weiter, weil 10 Minuten später kommt der Scheck, gleicht aus, nach einem Ballverlust, wo auch nicht muss sein, man hat keinen defensiven Drang, einfach ein Geschenk dann zu dem 1-1. Und dann notiere ich mir da 7. Goal gegen den FCZ. Der Scheck hat gegen keine Mannschaft mehr Goals geschossen als Zürich. Er hasst Zürich, aber verstehen wir. Als Basler, oder? Absolut. Dort ist der Hass gegenseitig, genau. Ja. Aber es sind ja noch mehr Goals dazugekommen. Also es kommen dann 8 und 9 ist ja dann auch noch nachher dazugekommen, zu dem ich nachher mehr. Aber hey, also nach dem Goal gerade Segura mit dem Kopf verlässt die Latte. Also es geht gerade weiter. Also es ist einfach wirklich hin und her. Wir reden jetzt von den ersten 15 Minuten von dem Spiel. Also crazy. Es ist wirklich beste Unterhaltung da am Sonntagnachmittag im Netz. Super. Genau. Und ja, 30. Minute, dann gerade, das habe ich auch noch erwähnen, ein aberkanntes Goal dann für Basel, wo ich einfach noch den Brecher ein bisschen highlighten, weil der auch dann mit dem Palacio eine komische Situation hatte, wo er irgendwie sich uneinig war und dann durch den Ball dann einfach ins Ausgespielt hat für einen Einwurf für Basel. Aber das hat ein bisschen so unnötig ausgesehen und dann auch der Schmidt, der den Ball bekommt, 4 Stunden Zeit hat, dort, um sich die Flanke parat zu machen. Fast so eine Trainingsflanke, wie ich finde, so geschlagen hat, weil er so viel Zeit hat und so genau hat aussuchen auf welchen Kopf. Und dann geht der Ball rein, aber auch an die Hand des Basel-Spieler und darum ist das aberkannt. Aber da einfach so Situationen, wo ich einfach finde, was machst du Brecher? Halt? Und dann auch noch den Palacio zusammenschießen, als wäre es jetzt nur seine Schuld. Hey, das passiert irgendwie vielleicht, aber da musst du irgendwie auch nicht irgendwie so... Ja, vielleicht noch ganz schnell ein Wort zum Brecher, das ich nämlich nachher noch bringen. Auch immer wieder, weißt du, also beim 2-2 dann, um ein bisschen vorzugreifen, der Shaqiri-Lob dort. Oder eben auch diese Situation. Ich denke so, ich glaube, es würde am FCZ gut tun, wenn der Brecher sich langsam, aber sicher aus dem Staub macht, weil ich finde, er langt sportlich nicht. Und ich finde vor allem, er ist auch nicht so ein Leader, wie man amigs so ein bisschen vermuten, oder wie es vermuten lässt. Eben, wie oft er Ausreden bringt nach dem Match. Er macht einen riesen Seich und sagt, ja, Verteidigung und ja, die und ja. Und er nimmt irgendwie nie Verantwortung, habe ich das Gefühl. Auch in diesen Situationen eben schießt der andere zusammen, dabei macht er selber einen riesen Seich. Also, ich muss wirklich sagen, Brecher, den würde ich aussortieren im Sommer langsam. Da bin ich absolut bei dir. Wird nicht passieren. Wirklich schwierig. Nein, es ist schwierig. Ja. Nein.
Also ich habe auch wirklich ein schwieriges Verhältnis zu dem Brecht, weil auf dem Papier, wie du sagst, das ist ein absoluter Leader, eine Legende und der sollte dort im Goal stehen. Und ich wüsste nicht, wer sonst, oder? Aber ich freue mich trotzdem auf den Tag, wenn dann mal die Benachrichtigung kommt, hey, wir haben einen anderen Goalie jetzt transferiert zu Zürich. Weil es ist, ja, wie du sagst, es langt eigentlich nicht, aber man geht halt, er ist ein durchschnittlicher Goalie in der Superliga, ist wie okay, aber ich glaube, gerade für die junge Hintermannschaft, für die Ergänzungsspieler, die da auflaufen und so, würde es schon recht gut tun, wenn sie so einen Rückhalt hätten mit einem Goalie, wo sie vertrauen können und wo nicht einfach, wenn er einen Fehler macht, einfach auf sie zeigt und sagt, ja, nein, du hast jetzt da Scheiß gemacht und bist nicht richtig gelaufen oder was. Aber ja, exakt, und erklärlich dann das Zeug ins Out gespielt, genau. Hey, also, dann gehen wir weiter. 40. Minute, 2-1, War-Penalty, nachdem der Phaeton schwingend den Hosenlupf kassiert vom Basel-Verteidiger. Und erster Anlauf kenne ich mit einem Müll-Penalty, würde ich sagen. Und der Hitz hebt. Zum Glück ist der Hitz aber dann wirklich zu früh von der Linie. Vielleicht darum hätte er ihn auch heben können. Und dann finde ich krass, wie er ihn dann fast schon so WM-Final-Style, einfach links oben, als wäre es so, einfach so der Messi oder sonst irgendjemand, der da anläuft, einfach unhaltbar dann reinhaut. Wieso nicht von Anfang, weißt du? Ja, was für ein Penalty. Wirklich. Vielleicht ist dort halt wie so all der Druck weggeht, nachdem man ihn einmal verschossen hat, dann bist du dann wie nicht mehr nervös. Ja. Und dann mega schöne Geste für seinen Vater, der kürzlich verstorben ist, mit einem T-Shirt, das er dann in die Kamera hebt. Er war ein bisschen verwundert, weil es so voll so selbstgemachte DIY-Shirt ist. Oder was hebt er da in die Kamera? Aber dort steht einfach, ja, hey, beste Papi ever, forever in our hearts, genau. Hey, und dann ist die erste Halbzeit dann, beendet dann durch ein 2-2 vom Shaqiri, eben der Lüpfer, den hat schon angesprochen. Auch wieder der Brecher, der rauskommt, dann doch nicht rauskommt. Riesen Assist vom Döme Schmid. Es ist ein schönes Goal, aber ich habe das Gefühl, die Situation hätte man durchaus besser lösen können, als wie man es gelöst hat. Und immer ein Goal ein bisschen mitschuldig, wenn da ein Lüpfer passiert, würde ich sagen. Da kann man sich meistens nicht entnehmen, also ja, in den seltensten Fällen. Ja, das war die erste Halbzeit. Ich habe mir vorher gedacht, mit dir, Tim, wo du sagst, ja, und die erste Halbzeit ist dann relativ schnell durch. Und ich bin jetzt schon durch und das war erst die erste Halbzeit. Ja, und es geht einfach. Ihr habt es schön, ihr zwei. Ja. Ihr könnt wenigstens auf Fußball schauen und nicht gerade einfach. Ihr könnt geniessen, Alter. Fußball geniessen, guten Fußball. Das muss ich auch sagen, ja. An dem Punkt, oder, so in der Halbzeitpause, habe ich auch gedacht, da kann jetzt noch alles passieren. Es kann jetzt einfach 2-2 fertig, es passiert gar nichts, es gibt noch Rote, es eskaliert komplett. Aber es ist einfach so weitergegangen wie in der ersten Halbzeit. Nochmal eine riesige Chance nach ein paar Minuten für Basel, wo Segura Krasnitschi irgendwie den Ball verstolpert. Shaq spielt ihn in die Mitte und der Agbonife von Basel einfach ganz alleine verschillt er einfach. Hätte er auch reinmachen können. Aber es geht nur 5 Minuten und der Shaq packt dann eine Freistoßvariante aus, die fast nicht verteidigen kannst auf der Hotel und dann rein. Ja, das ist einfach Shaq. Ja, muss ich auch sagen. Wieso macht das sonst niemand? Wieso macht so Sachen niemand? Das macht irgendwie nur er. Muss man ihm halt schon lassen. Ja, es sieht so einfach wahrscheinlich aus und ich habe das Gefühl, wenn man die Variante kennt von Basel, wenn man irgendwie spioniert hat also im Training, dann kann man das irgendwie verteidigen, probieren, aber wenn du es nicht kennst, dann bist du einfach völlig überrascht und jeder hat natürlich das Gefühl, der Shaq probiert es direkt und dann musst du dann auch machen in dieser Situation. Also fair, statt 3-2 dann an dem Punkt für Basel und 10 Minuten später dann das 3-3 vom Reverson, der Joker, wo dann einen Abpraller vom Hitz verwerten. Da muss man auch sagen, eben, auch wieder ein bisschen ein Geschenk, aber ich finde auch, Zürich bleibt dran, aber lohnt sich dafür, dass sie daran glauben noch und dann nicht irgendwie nach dem 3-2 komplett zusammengeht oder so in der 50. sondern immer noch mitspielen, genau. Und dann im Gegenzug fast Schmid 4-3, dann nochmal im Gegenzug fast Reverson reinstochen, eine grosse Chance. Dann nochmal im Gegenzug Daniliuk 5 Meter vom Goal und der Kenny rettet auf der Linie, kratzt ihn noch weg. Also grosse Chance nach grosse Chance. Da hätte es wirklich 5-5, 6-6, was auch immer sein, also absolutes Hockey-Ergebnis. Und dann ist es unentschieden irgendwie gegen den Schluss vom Match und habe mir auch gedacht, das wäre eigentlich fair,
würde man nehmen. Nach dieser Aufregung. Nicht all, weißt, schönes Goal am Anfang oder, vom Phaeton, aber ja, so verdient vielleicht jetzt der Sieg auch nicht. Aber auch bei Basel ist es auch nicht nur absolut Überzeugung gewesen, aber ja, hätte man können nehmen. Aber dann ja, in Nachspielzeit Shaq macht einfach Shaq-Things, macht seinen Hattrick komplett und ich finde, das ist einfach die Schlusspointe von dem Spiel. Ist ja wie so, ja, also ich habe wie einfach, wo das passiert ist, ich so, ja, schon klar, ist klar. Klar trippelt er einfach alle aus, klar flext er schnell den Comenencia weg und macht einfach schnell sein Goal und alle FCZ-Spieler Südkurve auf die Seite, an die Fahne. Nein, ist klar. Nein, das sind einfach alle Spieler noch schnell Statisten für das Shaq Highlight Reel, so, wo man dann irgendwie auf 433 oder so, wie der Instagram-Channel sieht, dann kursieren oder so. Und geil, ja, genau. Hey, remember Shaqiri? Ja, er hat gerade Hattrick gemacht gegen Zürich da. Und das war es dann von dem Match. Und dann steht man dort, es steht 3-4 für Basel und man hat 0 Punkte für eigentlich, muss ich sagen, für diese Mannschaft, für das, was man auf den Platz gebracht hat, absolut faire ja, aber eben, ich meine, gegen Match. Basel ein 4,43 XG anbringen, Alter, das ist einfach krank. Das ist richtig stark. Da siehst, ich weiss, also es gibt genau gleich viele Punkte, wie Vinti geholt hat gegen Lugano am Wochenende, das ist mir schon bewusst. Aber es ist gleich ein Statement. Du lässt Leute ziehen oder ein Liga, ein Markelo, ein Zuber sind alle nicht mehr in der Startelf und trotzdem spielst du nicht nur mit, sondern eigentlich kannst das Spiel heimholen. Passiert jetzt in dem Fall nicht, aber ein klares Zeichen für die Rückrunde, finde ich. Also so, das ist recht stark. Ich finde das gut, es ist positiv, aber wie ihr mich kennt, ich muss natürlich auch dann noch negativ spinnen da und muss auch sagen, dass Basel einfach ihre Verteidigung ein Problem hat. Also das ist nicht nur Zürich, der super gespielt hat, sondern auch Basel, wo einfach immer noch unter Manja einfach nicht durchzieht in dem Sinn, sondern einfach auch mal so ein Match einfach einfährt, genau. Aber dann trotzdem dank dem Shaq dann kann gewinnen. Ja. Hey, und ich kann noch, dass ich den Teaser noch auflösen wegen Jill Stiel, ist der Neffe von Jörg Stiel. Ist der Neffe, die sind verwandt, absolut. Ich habe mir da einfach aufgeschrieben, ja cool, er kommt rein für den Reichmuth, wo ich finde, der ist okay, aber jetzt auch nicht irgendwie Weltklasse oder so. Kein Triple-A-Talent, würde ich jetzt behaupten, irgendwie wie ein Zauber oder so. Aber auch so das ist auch für mich so sinnbildlich, also für einen Reichmuth, wo ich finde, schon sollte eher so zweite Wahl sein oder jemand anders eigentlich geholt werden fürs Mittelfeld, kommt ein Jill Stiel rein, der irgendwie ein paar Minuten irgendwie in der Promotion League einmal spielt. Coole Story, aber what the hell, was machen wir da? Also, was sind das für Spieler? Was ist das für ein Zeug? Im Vergleich zu Basel auf der anderen Seite, wo ihn in Duranville reinbringt, ausgelehnt vom BVB. Jahrhunderttalent oder so, laut dem Company. Und weißt du, wenn so einer reinkommt, oder? Ich denke mal als Basel-Fan, kommt so einer rein und denkst du, ja geil, schauen wir mal, was passiert. Bei Jill Stiel schaue ich einfach nach, der ist ja verwandt, wie ist der verwandt mit Jörg Stiel? Cool, okay. Aber ich denke mir nicht so, geil, was macht der jetzt? Nein, ich denke mir, hey, der ist super nervös und so. Jörg schaut zu in Netzung und so etwas, stell mir vor. Und nicht irgendwie, vielleicht kann er da noch etwas Cooles zeigen, wie eben so ein Tyrann. Gut, du bist auch der Überpessimist, gell? Also was Fußball angeht. Ja. Findet ihr das? Ich wollte sagen, es gibt ja Teams, die holen 6 Innenverteidiger und es kommt der Bettkober rein. Also das finde ich fast noch fraglicher. Aber es geht ja immer schlimmer. Ja, es gibt ich glaube, mit dem eigenen Team ist man am härtesten, aber auch gleichzeitig nimmt man den, am härtesten in Schutz oder irgendwie entscheiden. Das ist einfach so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Und bei Wind ist der Durchstand. Also... Genau. Ja, aber ich muss sagen, Zürich hat geliefert. Zürich hat geliefert nach einer Pause auch in dem Podcast, oder? Dass wir da jetzt einen schönen Zürich-Teil haben. Ich glaube, da sind jetzt alle gut abgeholt worden beim Match. Und da bei mir. Vielleicht noch Raffi, was mich noch wundern würde, habe ich mir noch aufgeschrieben, vielleicht so ein kleines erstes Fazit zum Dennis Hettiger. Ich meine, er ist jetzt doch schon eine Weile Trainer. Es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde er nächstens gehen. Ja. Würdest du jetzt mit dem durchziehen? Würdest du einen neuen holen? Wie gefällt dir der? Ich muss sagen, schwierig zu sagen. Weil das, was er jetzt für eine Mannschaft eigentlich hat, ist so ein bisschen so eben Nachbeben von Malenovic. Alle
pissen sich und gehen auch noch mit und so. Alles ein bisschen noch sich am Bewegen, darum ein bisschen schwierig, aber so wie... Es ist wirklich durchmischt. Es ist wirklich einfach so ein 4,5. Weißt du, so voll so, kann man machen. Solid, aber ja. es ist nicht... Also er hat mich nicht überzeugt, aber er hat mich nicht enttäuscht. Es ist einfach, hey, wir machen mal weiter. Nächstens steht jemand an der Seitenlinie, wo man, ich glaube, sympathisch findet. Also, wo ich sympathisch finde und wo man absolut in dem Sinne auch mal das Vertrauen kann schenken mit auch so vielen Eigengewächsen und Jungen. Ich habe das Gefühl, das beherrscht er schon. Aber mal schauen. Ich glaube, bis Ende ist das korrekt, oder? Bis Ende Saison macht man, glaube ich, mit ihm weiter. Genau. Ja, finde ich eigentlich auch sinnvoll. Jetzt mit der ganzen Wechsel. Ja. Der Hediger ist eigentlich der Perfekte für das. Der hat keinen grossen Namen, der macht keinen grossen Stunk wahrscheinlich. Genau. Der nimmt einfach das, was er bekommt. Oder? So ein bisschen so. Ja, und tut sich wirklich unterordnen dem Club Zürich und nicht irgendwie das Gefühl hat, dass er noch irgendwie Allüre oder sonst etwas. Also, ja, absolut fair. Aber ja, also was sind wir jetzt in der Tabelle? Es ist so lustig. Wir sind wieder im Niemandsland, wie immer. Eben 8. Ja, was willst du irgendwie sagen? Keine Ahnung. Also wenn ich die Form anschaue, ist es Katastrophe. Nicht gewonnen in den letzten 5, aber hey, ja. Ja. Okay, ja. Ich glaube, wir schauen weiter, oder? Auf Bitte. die nächsten Match. Die haben noch etwas. Nein, machen wir doch Tipps. Ich sehe gerade, Vinti und GC täuschen sozusagen die Gegner. Vinti gegen Lausanne, Ja. GC Lugano. Genau. Aber Vinti ist zuerst. David, was erwartest du da? Ein 1-1. Ja. Ja. Also erwarten. Die Saison ist für mich abgehakt. Erwarten tue ich nichts mehr, aber du, ich nehme ein 1-1. Ich nehme auch einen Sieg. Lieber Vinti Gott, hast du gehört? Ja, genau. 1-1. Ja, finde ich eigentlich sehr realistisch. Weißt du was, ich gehe jetzt wieder mal auf Vinti. Ich gehe auf ein 2-1. Weil Lausanne hat mich jetzt eigentlich auch nicht wirklich überzeugt gegen GC. Drum, Und der Hunziker ist out, gell? Also, darum, ich kann nur nicht... Nein, dann doch nicht. Ja. Ich weiss Danke, nicht, dass wer du das sagst. das zweite Goal wird schiessen. Also, Ja. Stimmt. Nein, 0-1 für Lausanne in dem Fall. Ich bin auch bei einem 2-1 Lausanne. Ich habe nie das Gefühl, Lausanne hat da jetzt gegen GC einfach mal einen kleinen Stinker reingekommen. Also einmal ein bisschen durch. ja, fair. Aber jetzt wieder Lausanne-Things und Vinti macht Vinti-Things und dann ist man bei 2-1 Lausanne. Gut, dann weiter. Ja. GC Lugano. Tim, hat GC eine Chance gegen Lugano? Die haben 5 Siege am Stück in der Super League. Ja, ich kann es gerade auch sagen. Die einzigen, die letzten 5 Spiele alle gewonnen haben, nicht einmal Thun hat das geschafft. Also Lugano ist wirklich in Form. Psyche auch einiges mehr, merke ich jetzt gerade so, als vor Lausanne. So die Spieler eben in der Zusammenfassung wieder der Görgic, der Steffen, wie der bei Blue sagt. Steffen, lustig. geil. Der Steffen. Voll vergessen, dass der noch bei Lugano spielt, Alter. Finde ich noch krass, der Steffen, weil er irgendwie... der Schon ist ewig. Verletzt oder auch, ja, aber ewig. Ja, immer einfach wieder kurz irgendwie ein verletzt, bisschen verletzt oder weg sein, genau. Ja, darum muss ich sagen, Lugano Psyche jetzt gerade noch mehr. Ich gehe, muss ich sagen, auf ein 1-3 für die Luganesi. Genau, hat jemand mehr Hoffnung? Schwierig. Hure schwierig. Die Liga gibt ein bisschen alles her, aber ich glaube, wenn man die Form anschaut, dann... Ich glaube, es wird... Ich glaube nicht, keine ja. Ahnung. 2-1 Lugano. Lame-Ass-Tipp. Ich kann auch... Also 0-1 Lugano würde ich jetzt auch sagen. Und das würde auch so passen zu so einem Samstagabendspiel. 8:30. Flutlicht. Geil. Und es läuft einfach dann nichts. Perle, So ja, eins und ich meine, Goal Zürich hat ein Team, das gleich formstark, nein, nicht einmal, aber einfach gleich viele Niederlagen hat aus den 5 letzten Spielen wie der FC Winterthur, nämlich IB. 4 Niederlagen. Wer hätte das gedacht? Krass am Stück. Und, Ich frage mich jetzt, wieso, wer ist der Doktor, wer ist der Patient? Also wird jetzt wie so der IB in dem Sinn aufpöpperlet von Zürich oder Zürich von IB und darum, wenn ich mich nicht entscheiden kann, gehe ich auf ein Unentschieden und sage es 1-1. Aber ich könnte mir so gut vorstellen, dass jetzt der IB wieder einen riesen Match macht und so, wir werden es sehen. ich komischerweise Oder eben auch andersrum. Einfach so random, aus dem Nichts. Darum gehe ich Ja, auf weil das es einfach 4-2 Zürich ist, ja. IB. Keine Ahnung. Okay. Voll weird. Okay. Nein, ich glaube auch, ich bin da beim Raffi, ich habe das Gefühl, IB FCZ endet immer 2-2. Darum machen wir doch das. 2-2.
Ja, da sind wir gespannt. Ja, schön. Also, ja, schön. Ich Ja. leide, aber ich bin noch da. Genau wie der FC Vinti, auch wenn es irgendwie... Alter, 10 Punkte. 2 Siege aus 20 Spielen. Alter. Das ist jedes 10. Spiel ist ein Sieg. Das heisst, in 10 Spielen, beim 30. gibt es den 3. Oh mein Gott. Oi. Ja, es ist schon... Es ist grusig. Heavy Zieli-Tipps. Gut, also. 2 Spiele, 1 Punkt, braucht es immer. 0,5. Also 2 Spiele, 1 Punkt. Ui. Ich hätte gerne einen Punkt. Ja, dann spiel du mal 2 Spiele, Vinti. Aber das heisst, es müsste eigentlich ja bald wieder mal ein Punkt kommen, vielleicht. Gegen Lausanne. Gut. Ja. Also. Wir werden es sehen. Dann wünsche ich allen eine wunderbare Woche. Erfolgreicher als beim FC Winterthur ist zu hoffen. Und danke fürs Zuhören. Ja. Genau. Auch von mir. Danke fürs Hören. Ganz eine gute Woche und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Saletti miteinander. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahl. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister. Das Publikum Rekordmeister. Für den Spack. Und jetzt ist die Schweizer Wiese geholt und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?